Willkommen zurück hier bei Retrocast. Sinnlose Let's Plays auf Schweizerdeutsch zu Super Mario Galaxy. Und wir sind im Schlafzimmer, immer noch. Und da bei der Insel haben wir gesehen, da hat es noch etwas Verstecktes gehabt, da hat es auch noch etwas Verstecktes gehabt. Und da hat es natürlich auch noch etwas Verstecktes gehabt. Aber wir haben hier noch so einen Fragezeichenblock. Da ist Honigkraxler Galaxie. Ja, ich würde sagen, den schauen wir uns in dieser Folge mal an. Viel mehr blamieren als in der letzten kann mir nicht mehr. Die letzte war ja wirklich nicht so wirklich gut gewesen. Aber ja, Kraxle zum Himmel, Ihnen Mario. Von dem her kann es ja eigentlich noch besser werden in dieser Folge, hoffe ich mal. Wird es aber wahrscheinlich sein, weil ja, jetzt haben wir wirklich die anspruchsvolleren Sachen, spätestens wenn wir dann das Schlafzimmer durch haben. Kommen dann nachher die wirklich anspruchsvolleren Galaxien und ja, dort werden wir mit Sicherheit noch etwa einmal mehr sterben, als wir es bis jetzt schon sind. Dann ist dem halt so. Eigentlich hätte ich es hier sollen machen wie beim 64, Mario 64. Hätte es eigentlich auch anschreiben. Durchgespielt von einem Otto Normalverbraucher. Würde nicht mehr stimmen, würde halt Banane kommen. Da jetzt so Lavabröcke, die runterkommen. Ja. Einmal nicht aufgepasst und dann sind wir schon gestorben. Nicht so schön, aber den ersten Teil den haben wir hinter uns, den wollen wir da zum Glück nicht nochmal machen. Das ist schon mal schön und die Sternteile könnten wir wahrscheinlich auch noch ein paar brauchen. Also tun wir mal ein paar sammeln. Ja, und da kommt gerade noch so ein. Nicht aufgepasst, nicht geschaut. Und schon ist passiert. Schon das zweite Mal gestorben. So schön, so schön. Und da so ein, aber wäre ja gar nicht so Sache gewesen. Wieso stellen wir uns denn da so blöd an? Da wird sicher auch noch, genau. Unsere lieben Stinkkäfer, die haben wir immer gern gehabt. Oh, das ist knapp geworden.
Das ist nicht so schön. Ach. Sterben, sterben und nochmal sterben. Motto von dieser Folge. Wenigstens gibt es da jedes Mal wieder ein Leben. Ja, da wären wir gerade direkt raufgekommen. Nicht mal. Hätten wir uns das Ganze auch sparen. Ach. Wäre doch gar nicht so eine Sache gewesen. Wieso sind wir so viel Mal gestorben? Aber wir hätten wieder Sternchen mehr, das ist doch schön. Wenigstens etwas. Schattenkomet. Na komm, wir probieren den. Wir haben jetzt in den letzten 2 Folgen einmal gesträubt, um den Schattenkomet zu machen, aber dann machen wir halt das mal. Oder allgemein zum Kometen machen, haben wir da eher überholten Schatten, eiskalt. Ja genau, die geile Welt. Ach ja. Der ist schnell. Sehr schnell. Ah, Skaten wäre auch noch schnell. Nein! So schade. Ach. Der wäre first Fall schön gewesen, aber hätte nicht wollen sein. Das ist jetzt nicht so gut gewesen. Hat jetzt auch mehr Zeit gekostet, als es etwas genützt hat. Ah, wenigstens zum zweiten Mal. Haben wir geschafft hier. Die Anspannung ist schon mal zu spüren, vor allem wenn ich einmal längere Zeit ruhig bin. Dann, ja. Mag ich einmal gerade nicht reden? Ja, so ist das halt. Okay.
Also hätten wir uns da mal mehr oder weniger alles zumindest mal angeschaut. Einen Schatten haben wir wenigstens auch mal gemacht und dann dunkle Materiefabrik. Gehen wir uns doch die Fabrik mal anschauen. Und hoffen, dass da einen grossen Powerstern wird haben. Die Pläne des Kopperkönigs. Ja. Okay. Mal reden da. Das sind haufenweise Fallen. Achte auf die Gravitation und geh weiter. Ja. Ach. Super Feld zum Start. Geile Sache. Genau so haben wir da gern. Ja, ich wollte einen Longjump machen. Falsche Knöpfe gedrückt, falsche Knöpfe erwischt. Da hat man davon, wie man möchte pressieren. Wie wäre einfach normal drüber laufen das beste Mittel gewesen. Und da. Er bewegt sich. Element. Wäre schön, wenn man ein bisschen mehr sehen. Das Leben wäre auch nicht unbedingt schlecht gewesen zum Mitnehmen, da haben wir auch nicht mehr so viel, wie wir auch schon hatten. Ah, die gehen rundherum da. Löcher im Boden. Schön. Da drehen wir uns einmal auf den Kopf. Da ist ganz wichtig, dass man auf viele achtet, weil sonst kriegt man früher oder später runter. Und was erwarten wir jetzt da drauf? Okay. Ja, da unten.
Quasi ein Endkampf, oder wie? Nimm die Treppe hier! So einen nehmen wir natürlich auch immer gern. Super Kraftpilz, vielen Dank! Was erwartet uns da? Oh, der Bowser wieder. Schmeißfliege, bist du auch schon da? Du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein, Mario. Aber hier endet dein Dasein als mein Erzfeind. Ist da wieder das Gleiche? Das Spiel gehen wir schon mal gehabt. Sieht so aus. Sieht so aus. Das Spiel haben wir schon mal gehabt. Au! Ja, hat ein paar neue Moves gelernt. Au! Dass er mich da noch verwünscht hat, hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Bin jetzt ehrlich. Aber das hätten wir geschafft, wenigstens sind wir da nicht gestorben. Außer am Anfang natürlich, von dem Piment-Fight selber. Und halt da wieder ein bisschen angespannt. Hahaha, du bist wahrlich würdig, mein Erzfeind zu sein. Doch genug des Lobes. Während wir uns hier amüsieren, schreitet mein Plan seiner Vollendung entgegen. Jammerschade, Mario. Ja, und wieder ein Powerstern, ein grosser. Ist doch ganz nett. Und der Oberstock hat auch wieder Energie. Du hast einen Stern erhalten, dunkle Materiefabrik. Die Pläne des Koopa-Königs. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Und zwar da oben und im Schlafzimmer wäre ein roter Ume.
ist der Rot schon wieder gewesen? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir haben herausgefunden, wo die dir kostbare Person ist. Betrachte die Platte zu deinen Füßen. Das ist die Sternkraft, die zum Erreichen deines Ziels, dem Zentrum des Universums, nötig ist. Wenn du Powersterne zurückholst, nimmt diese Zahl ab. Und wenn sie auf 0 sinkt, wird die Sternwarte auf dem Kometen wieder als Sternschiff fungieren. Dann können wir uns wohl auch dem Zentrum des Universums nähern. Okay, das heißt, eigentlich wären dies nur noch 6 Sternli fehlen. Zum das Spiel theoretisch abzuschliessen, aber es gibt natürlich noch einen ganzen Haufen mehr zum Holen. Könnten mal noch schauen, was der Gourmet Luma will. Weil da wäre auch wieder etwas, wo wir noch ein paar Mal könnten sterben für die Folge. Der ist glaube ich da hinten. Ja, da ist er. Lalala, komm schon, gib mir Sternteile. Wenn ich 800... Ja. Haben wir nicht. Oh. Nein, haben wir nicht. Gibt er keinen. Aber da hat es noch einen Komet. Komm, wir probieren den noch. Wenn wir da noch 2-3 Mal sterben. Anflug auf roter Komet. Weiß nicht mehr, was rot ist. Jenseits des Treibsands. Zeitangriff. Wie ist das gewesen? Und wie viel Zeit haben wir? Oder haben wir eben nicht? 4 Minuten. Ja, danke. Ich müsste jetzt die letzte Folge anschauen, ich weiß gar nicht, wie viel das wir gebraucht haben. Also eine halbe Minute haben wir sich schon mal da vergütet, sicher. Und da hinten hat es noch einen Gourmet gehabt. Also 1 Minute ist schon mal weg. Panzer nehmen wir gerade schon mal mit. Ah, das ist die falsche Seite. Panzer, wo ist denn der? Ja. Nein! Ah, und der Band haben wir auch verpasst. Ja, also wenn wir da 10-mal rundherum gehen, dann könnte das noch knapp werden. Komm. Den haben wir auch wieder verpasst. Okay. Ja, also da haben wir ganz viel Zeit liegen lassen. Das ist ganz sicher nicht gut.
lange da noch. Wenigstens sind Tornados weg. Also wenigstens, ja. Ansichtssache. Eine Minute haben wir noch. Sollte eigentlich drin liegen. Hoffe ich. Ja. Oh, knapp worden. Ja, da geht es sicher viel schneller. Das war jetzt nicht so super gut gewesen, aber zumindest haben wir wieder Sterne geholt. Also, ich würde sagen, das war genug für diese Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Und man hört sich. Und für den Gourmet-Raum lange jetzt natürlich immer noch nicht. Und im Maschinenraum hätten wir nochmal eine Galaxie gefunden. Also, dann gehen wir uns nächstes Mal den Maschinenraum anschauen. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen. Und man hört sich.